Robin. Alla. Was tut dir für Ihr Bauchgefühl über das Episode? Mein Bauchgefühl sieht man, dass wir eine gute Zeit und gute Diskussionen werden haben. Und du, Eli? Mein Bauchgefühl sieht man, dass ich ganz bisschen aufgeregt bin, aber auch, dass ich mich freuen, halt mal dich abzuholen. Und ich fand gar nicht so einfach, die zwei zu unterscheiden. Und du, Alla? Ich freue mich auch, super heil zu sehen. Trotz enormer Müdigkeit fühle ich mich auch energisiert von unserem Gespräch. Ich freue mich. Das hier aus Maybe Sex. All Mittwoch schwätzen wir über ein anderes Thema. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch freut Mittwochs um 3 auf Radio Ara oder zu all Tages- und Nutzeit auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen an dieser 178. Episode von Maybe Sex, die Radioshow / der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Aus einem kleinen Intro muss ich kein Detektiv sein, für das Rode, worüber wir heute schwatzen. Wir schwatzen über Bauchgefühl und aber auch über Trauma und posttraumatische Belastungen und wie das alles mit dem Bauchgefühl an hier geht. So. Die Episode ist nach kein 5 Minuten alt und ich habe schon viel Großtermen rundherum gehört. Das heißt, wen von uns kann es da helfen, für die ganz Begrifflichkeiten mal auseinander zu holen? Vielleicht einmal so an Thema Stürzen eine kleine Warnung, da wir werden über Themen schwätzen, die mit Trauma zu den Hunden, aber mit Sexualität und das falls das Sachen sind, die vielleicht nicht so einfach zu hören sind, dann kannst du gerne das Episode mit einer anderen Person lauschen oder vielleicht gucken, für eine andere Person zu schreiben oder anzurufen, falls so eine Episode irgendetwas gesagt wird, was Trigger kennt oder was sich nicht gut auffällt. Und wir sind noch nie einem Base, den als Episoden nicht lauscht, weil ein Thema zu haftig ist. Also es gibt ja Trauma und dann gibt es das, was du noch antreten kann, und zwar den posttraumatischen Stress. Und nicht jeder, der den Trauma erlebt, hat ja nur auch PTSD oder posttraumatischer Stress. Eli, was sind dann Faktoren, die beeinflussen, ob ein Trauma nur auch zu posttraumatischem Stress feiert oder nicht? Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Normalerweise könnte es just zu posttraumatischem Stress, wenn ein Trauma erlebt wird, den dem Moment so schlimm war, dass den Gefühl hat, irgendwie können zu sterben. Ob das realen Tod ist oder einfach eine Kontrolle über den Moment oder über den Alltag, das ist auch nicht immer so klar, wie das am besten definiert. Also auf jeden Fall etwas, was so schlimm war und so ähnlich war wie den Alltag, dass es schwer ist, es richtig zu integrieren oder aufzuspeichern. Und das lief dann so ein bisschen am Kopf, an der Psyche oder am Körper weiter und steht doch irgendwie und meint sich dann immer zu Wort, weil also als Mensch will ich sich ja dann noch irgendwie davon schützen, aber weil eben etwas ist, was den dann nicht so ganz Sinn draus gemacht hat und integriert hat, also es ist schwierig, da wirklich damit umzugehen. Also allein Termen kennen den da so der Kopf ist zu überfordert mit dem Schuld den ugericht ginnners fir dat selber proper mal zurück zu helen ohne Unterstützung. Als Erfahrung will ich ajoutieren, dass der Risiko für posttraumatische Belastungen méi hagers wann kein Soutien krit huet nur engem traumatischen Erlebnis an kein Hölle dabei krit huet fir dem überforderte Kopf beiseite zu stellen, für das ganz richtig zu verarbeiten. Und das kann dann Impact darauf haben, ob es Körpergefühl und ob es Intuition? Vielleicht müssen wir für dich Intuition definieren. Ich gehe zurück und als ein Hauspsychologe.
Also Intuition, also der Begriff, wo ich fand, dass du so einfach zu beschreiben ist. Ich meine, wo man viel drauf vor Bauchgefühl geschwart und da trifft du sich schon ziemlich gut, weil das so etwas war, den irgendwie spielt. Also das echt so ein Feldsens, also so etwas, was sich irgendwie auffällt, wo ihn aber nicht unbedingt direkt rationell erklären kann. Und das normalerweise etwas, was sich ziemlich sicher ausspielt und noch mal einer bestimmter Roh Verbindung aus. Also das war schon dann so ihr Bauchgefühl, weil einem seht, ich traue dir die Situation nicht ganz oder die du Person könnt immens freundlich rüber, aber du hast irgendetwas, das ist irgendetwas, was sich nicht richtig ausspielt, was sich nicht authentisch ausspielt. Also es geht mir gerade gut an und schon auch Lust, sexuell mit der du Person zu sehen, mein Bauchgefühl sieht man aber, dass du irgendwie aufpassen musst oder dass ich mich nicht komplett gehen lassen soll. Irgendwie so etwas, was kann positiv oder negativ sein. Intuition kann auch positiv sein, also die Person, die ich da habe am Raum gesehen, die schenkt mir furchtbar interessant und schon wirklich Lust, die kennenzulernen. Obwohl eine Person ist, die ich recht für eine Minute entdeckt und noch wirklich rationell nicht erklären kann, für was ich zu der Person mich angezogen sperren. Muss nicht immer etwas sehen, wenn eine Warnung ist, kann auch etwas sehen, wo ich Lust hat, ob etwas zuzugehen oder sich ob etwas anzulassen. Mir das selbst, weil den auf jeden Fall im Moment nicht unbedingt rationell so erklären kann. Ja, an Intuition, genauso wie posttraumatische Belastungen, die residieren am selbischen Teil vom Gehirn, den responsabel ist für alles, was am Unterbewusstsein auflebt. Und zum Beispiel Intuition aus von der Wissenschaft überraschend schlecht verstanden. Kein Mensch hat davon keine Ahnung, wie das genau auflebt. Aber die gängigen Theorien gehen davon aus, dass es ein Mix zu verschiedenen unterbewussten Prozeduren ist, an kognitive Prozesse, emotionalen Assoziationen, an auch von gelehrten Mustern. Das können sowohl gesellschaftliche Muster sehen, wie auch, in meinem Leben waren alle Leute mit großen Nüssen nicht ganz fein mit mir. Das heißt, die Person hat ein großes Nuss, ist sie mal lieber, bis sie viersichtig. Was sich natürlich auch, kleine Side Note, immens kann auch Rassismus äußern oder anderen Systems of Oppression. Und Trauma oder posttraumatische Belastungen, die sitzen auch oft an dem Teil vom Gehirn, den man nicht bewusst unbedingt steuern können. Und das kann sich zum Beispiel daran äußern, dass immens anxious wird, dass immens nervös wird, aber auch eine Sache wie am Englischen nennt sich das Hypervigilance, dass immens gestresst ist und immens gut ob sich rundherum aufpasst, weil meint, dass überall kann eine Bedrohung lauern, an Trauma und posttraumatische Stress belasten. Das war, was man so ein gesund, normales Funktionäre vom Gehirn immens auf jeden Fall des Subconscious beziehungsweise das Unterbewusstsein. Tisch Intuition als lo net etwas, was just an einem individuellen Mensch so lebt, an wo den dann drauf zurückgreifen kann, an ein Gefühl, was der Mensch da kriegt, das tut schon auch dann am Kontext zu den an mit Erfahrungen, an mit der Gesellschaft. Ja, es tut definitiv mit Erfahrungen zu denen, die eine Person an ihrem Leben gemacht hat, an einer bestimmten Gesellschaft beziehungsweise in einem bestimmten Setting. Was ich immer interessant fand, weil ich war mir davon nicht so bewusst an, also zumindest ich das verstanden noch, ob mein Leben zurückgeguckt haben, können traumatische Erfahrungen Teil von der Intuition gehen. An posttraumatische Stress steht da aber noch ein bisschen außerhalb, weil posttraumatische Stress, zumindest an meinem Kopf, funktioniert die ganz gut. Man die 40 Stelle mit so Alarmglocken. Also mein Therapeut hat mir so erklärt, stell dich ein Haus vor und das Haus hat einen Alarm nach. Und die Alarme nach, die soll auf Bewegung reagieren. Falls irgendetwas du baust, sich bewegt, wird sich nicht so bewegen. Und ein gut kalibriert Alarme nach, der bewegt, also die schlägt wenn zum Beispiel ein Mensch
am Guaders oder vielleicht auch ein großes Tier. An meiner Alarmanlage ist so sensibel, dass schon ein Blatt, was lanscht fliegt, kann alle guten Alarmglocke losgehen. Und jeder am Haus schreckt aus dem Bett und ist, oh nee, mir ging Ugelgraf, anfangen von einem blöden Blatt. Und ich meine, dass die Intuition für mich, also der Alarmanlage, und dann den posttraumatische Stress kann dazu führen, dass die Alarmanlage einfach immens missfunktioniert. Und wie gesagt, ein Blatt fliegt lanscht und du bist, oder bei mir äußert sich das so, bei anderen Leuten äußert es sich daran, dass der Alarmanlage einfach gar nicht mehr reagiert. Also du kennst ein Full-on-Attack mit mehr Personen, die alle gut den ultra bewaffnet am Garten rumlaufen sind, und der Alarmanlage gibt dann einfach verschlafen. Und das tut mir geholfen, für mich dazu zu konzeptualisieren, oder für mich auch den Rolle für so posttraumatischem Stress und Intuition ein bisschen besser zu verstehen. Und ich meine, dass traumatische Erfahrungen, die nicht automatisch dazu führen, dass der Alarmanlage aus der Balance könnt, mir einfach können, ja, die einfach verschafft gehen, an die schon zu normalen Erinnerungen gehen, mir wo aber nicht die Stress ist, können die Alarmanlage einfach informieren, also sie leiert daraus, ohne komplett aus der Kalibration zu gehen. Merci Robin für die Erklärung, ich finde das mega interessant fand. Punkt für allem, also weil, wo ich mich auf Thema vorbereitet habe, habe ich mich viel gefreut, wie kann ich, also weil ich schon keine Erfahrungen mit posttraumatischem Stress. Bei mir, also ich bin froh, wie kann ich meine Intuition von meiner Anxiety trennen, obwohl hier weiß ich, was ist. Und du hast aber nur erklärt, dass ich das vielleicht nicht unbedingt so trennen kann, dass vielleicht den Stress einfach Teil von der Intuition geht und dass das vielleicht auch gar nicht so produktiv ist, sich zu probieren, das zu trennen. Ich meine, das auch nicht so einfach, das zu trennen, weil man ja alle gut die Alarmanlage, man ja alle gut so als Sinne, die als helfen sollen, zu evaluieren und auch zu merken, ob eine Situation gefährlich ist und sehr zu reagieren. Und gerade bei posttraumatischem Stress oder Anxiety, also auch sehr an denen Fight, Flight oder Fawn-Mechanismen, wo ihn dann, also oder Freeze, das heißt entweder, dass ihn dann direkt aktiviert und heute Gefühl, okay, ich muss sofort laufen, meine Alarmanlage ist umgegangen, vielleicht ist das Blatt, vielleicht steht länger mehr unter dir und ich muss sofort laufen. Oder meine Alarmanlage ist umgegangen und vielleicht ist das Blatt oder vielleicht sind nicht der Brecher aus dem Louvre, die auf ihrer Menge Haus dir stehen. Und ich muss kämpfen. Das ist ja immer nach den Alarmanlage bei dir waren dran, nicht die von deinem Haus oder vom Musee. Oder von, dass etwas geschieht und es schon gelernt hat, wenn ich mich klein halten, wenn ich mich aufpassen, wenn ich probieren, der anderen Person zu gefallen, dann kann ich dadurch evaluieren. Geht mir zwar nicht gut, weil ich gehe gar nicht auf meine Bedürfnisse an Schlagstreuen absolut nicht um mich. Die Schlagstreuen noch nicht auf meine Intuition, und die geht komplett verloren dort dran. Mir das einer der weiß für zu evaluieren. Zum Beispiel, wenn mein Pap besoff heben könnt und aufhängt, alles Futti zu machen, und vielleicht auch zu schlagen, weil ich mich mehr klein halte, was man schlimm für mich geht. Und das ist einfach, was ich dann über die Jahre gelernt habe an der Mannstadt. Also das sind alles Sachen, wo ich dann echt an der Hyperaktivierung ist. Ich mache mich bereit für fortzulaufen. Ich mache mich bereit für zu kämpfen. Ich analysiere alles und bin hypervigilant für mich so gut wie möglich der Situation anzupassen und mich klein zu halten. Das hat alles immens viel Energie und da kann einfach sehen, dass das so aus der an den Freeze-Modus geht. Das ist besser, so wie wenn ich aufreihen oder erstarren, wo ich dann echt an der Hypoaktivierung ist. Und das auch zu einer Depression dann echt kann leiden oder zu einer depressiver Symptomatik am Vergleich mit einer Angststörung oder einer ängstlicher Symptomatik, wo ich dann echt an der Aktivierung ist.
sind dann an der Hypoaktivierung oder eben an dem ich komme am ersten Bad raus an sind zu viel Bläder dubaus sind, die vielleicht könnte gefährlich sind oder die mein ganzes System op den Kopf geheien. Und ich muss mich so verstoppen und ich gehe nicht mehr raus, weil dann kann auch nicht geschehen. Das sind auf jeden Fall alle Sachen, die am Körper geschehen, die auch machen, dass man keine Achsen mehr bei der Intuition haben. Und so wie ich es verstanden habe, was da wirklich ein Unterschied ist, dass das alles Sachen sind, die mit unserer Vergangenheit zu tun haben. Das sind zwar Sachen, die am Moment am Körper geschehen, die aber von irgendwo kommen. Und am utopischen Idealfall, den es wahrscheinlich nicht gibt, als Intuition etwas, was aus dem Moment entsteht und sich dann auch frei entfallen kann. Wo man kann am Moment selber präsent sein und so, okay, cool, mein Bauchgefühl sieht mal lo, dass ich das und das machen soll. Und ich kann das doch lo machen, weil ich sie präsent und ich kann darüber vertrauen. Wusste du geschwart hast, Eli, ich mir am Anfang auch Gedanken darüber gemacht, dass das wahrscheinlich auch da ganz stark Einfluss auf bei Sexualität hat. An wie mir Drogen gehen, Sex zu holen, was wir beim Sex machen. Also zum Schluss, wo du darüber geschwart hast, dass im idealen Fall die Intuition sich einfach frei entfallen kann und dass ihn einfach an dem Moment selber kann machen, was sich gut fühlt und worüber Lust hat. Ja, leider sind wir leben wir in einer Gesellschaft, we live in a society, da ist halt ganz viel Konditionierung schon geschieht, auch ganz viel gegendert Konditionierung, also durch Pornografie zum Beispiel, wo dann ganz klar festgelöscht wird, wer soll Sex auflaufen, besonders heterosexuelle Cis-Sex. Ja, wo da vielleicht nicht mehr so einfach ist, an sich ran zu lauschen, an sich zu freuen, okay, was will ich wirklich machen, an war das echt ein Automatismus an etwas, was ich beibrucht krut. Ja, und dann auch so, dass war das ein Automatismus, den ich beibrucht kriegt hun, wie stehe ich dazu, dass ich das beibrucht kriegt hun, weil verschiedene Leute kriegen verschiedene Sachen beibrucht, beziehungsweise du kriegst verschiedene Sachen bei, also den Automatismus, dass ich nur Konsens freuen, also ein Automatismus, der mich wirklich nicht stört, also ich appréciere den, andere Automatismen, die nerven mich mehr und von denen will ich fortkommen und dann einfach die Frage von, okay, ist das meine Intuition, die man sieht, oh, das ist eine drollische Person oder ist das eine Traumareaktion an dem Sinn, dass mein Alarmsystem überreagiert und dann nicht nur das Linkshalte mir auch was meine ich da? Weil egal ob es meine Intuition ist, die man sieht, nee, oder meine Traumareaktion, die man sieht, nee. Und man vom Tag sieht mein Körper mal nee. Und ob ich das gut fand oder nicht. Mein Körper sieht, nee, das hat mir schon eine Zeit gebraucht, jetzt zu lernen. So, okay, so gut, wenn ich die Person gerade unfair beurteilen, weil ich weiß, dass es eine Traumareaktion ist, werdet man trotzdem wahrscheinlich nicht gut damit geholen. Wenn ich zum Beispiel Sex mit der Person habe, an einer Traumareaktion, just weil ich nicht unfair will sehen, aber weil ich gerne mein rationale Willen hat und genervt sie von meinem Körper, dass ich keine länger Traumareaktion sehen. Weil, also das ist so a recipe for disaster, bin there, done that, das ist nicht gut für mich ausgegangen. Ich meine, das ist ein mega wichtiger Punkt, dass du sich egal ob es die Intuition ist oder eine Traumareaktion oder Angst, soll ihn egal wie ob sein Körper lauscht darin und nicht über die Grenze rausgehen, falls es also nämlich an einem Konsens mit sich selber und dann bringt die sich auch vor, ob das objektiv verliert, weil das sich so gespürt wird an der Situation, als ob du wirklich ein objektiv Gefahr war oder etwas, weil die subjektiv gespürt wird, fehlt sich am Körper trotzdem nicht richtig und als Gefahr und das soll ihn auch stellen an respektieren an der Oblasterin. Ich fühle mich gerade immens frappiert von dem Term Konsens mit sich selber. Also immens positiv. Also, ich habe das nie so gesehen. Von, ja, Konsens mit mir selber. Und ich fand einen mega machtvolle Begriff, also ein dick schöner Begriff. Und ich meine,
gerade als eine Person, die sich immer immens darum bemüht, dass die andere Person eine gute Zeit hat. Ich bin weit fortgeschritten mit also noch immer Learning Process von, dass ich auch eine gute Zeit davon fand ich das Konsens mit sich selber gerade mega powerful und gleichzeitig etwas hast du mega beziehungsweise für mich also hast du ultra schmerzhaft von den Situationen zu sehen, wo ich merke, dass ein Teil von mir wirklich wollen. Also ich will nicht leben wie der Person durch Sex. Nur zu sehen, vielleicht verspüren ich über einem Level wirklich sogar Lust. Und mein Körper sieht einfach, nicht Haut. Nö, machen wir nicht. Geht nicht. Und also ich beschreibe das bei meiner Partnerpersonen immer als ich wollen. Nee, ich will nicht. Und ich fand das doch gerade hart. Und ja, also hast du sagt das einfach mega. Weil vielleicht ist sie noch in einer Fernbeziehung, gesagt ihr sich nicht so oft oder vielleicht wo den nervisch Roomies around und der Roomie ist endlich mal ein klein nicht raus und es kann ihn ne Sex so wie nicht für den Roomie nicht zu nerven so und hast du in einer Situation wo auch die Gelegenheit für Sex zu haben nicht auf einer alltäglicher Basis sind und dann kann er einfach mega socken wenn ihn alle Welt los tut und dein eigene Körper sieht einfach nö nicht Haut sucks to be you und gleichzeitig gesagt wenn die seht es kann man nicht mehr schlecht und gut wenn ich mich dann trotzdem pushen und so effektisch Körper oder anderen Teil von mir die doch nicht wollen wir machen dann trotzdem we're powering through also die kann ja nehmen das ist ja dann eine Violation von dem Konsent mit mir selber und ich stimme ja dummer nicht gut und ich stimme dummer weh ja absolut. Ich hatte echt aus vielleicht einem Kontext rausgedurcht, wo es sich aber komfortabel auffühlt, für dem Skript nur zu gehen, was die kannt, und dann daraus rauszubrischen, möchte Angst, und dann geht den Alarm an, weil da bis aus, was ja, wo dann so undefinierten Territorium aus, und vielleicht hast du aber Lust, an den Territorium zu gehen, mehr du warst einfach noch nie da und da fühlt es sich besser und vielleicht einfach beim Skript zu gehen, wie es immer war. Ja, und da ist es dann schwer zu gucken, war das so das, was ich wirklich will und was man just nicht, wenn es Konditionierung erwähnst, weil dann Überwindung ist, aber das ist, was man wirklich nicht gut tun. Auch du denke ich mal, dass es okay ist und gut ist und valid ist, auf sein Körper zu lauschen. Und so wie du das beschreibst, passt du ja da schon um mega gute Wege. Weil es scheint, ein Bewusstsein zu haben von was gerade geschieht und dann auch eine Präsenz zu haben, für können zu sagen, okay, lo ohne Spaß so weit möglich geht. Denn einerseits weiß ich, wenn ich mein Skript weitermache, dann habe ich meine Angst unter Kontrolle an mein Körper ist mehr oder minder ruhig. Der andererseits so ich mal vielleicht Kinder aber spannend sehen, etwas zu machen, was aus dem Skript rausgeht. Mir das mischt Angst. Ich meine, was du am besten hilft, ist einerseits, wann es möglich ist, darüber zu kommunizieren. Hey, das klingt mega spannend. An sich hatte ich Lust, mir das mischt mir auch mega Angst. Sprangen nicht daran, mehr Taschen als du run. Aber wenn das da klappt, dann kann das auch eine Sicherheit aufbauen. Und das ermöglichen, dass ihr weiterhin präsent am Körper ist. Weil wenn ihr rausspringt, das ist das Risiko, dass ihr dann vielleicht einfach kurz dissoziiert oder so überfordert ist, dass so viele Gefühle da sind, so viele Gedanken da sind und so viel da ist, dass es schwer ist, zu wissen, was gerade geschieht. Und da kann ich noch nicht mehr auf seine Intuition oder sein Bauchgefühl ausstellen, weil der Bauch gerade Achterbahn fährt. Oder irgendwo aus der Fenster geflohen ist und fortlebt. Und das andere ist, wenn es möglich ist und wenn ich posttraumatischen Stress hat, ist das nicht immer möglich. Aber wenn es möglich ist, den Körper zu spüren und am Körper zu bleiben, kann ich all die Sachen machen, die einem helfen, den Körper zu beruhigen.
Tisch Atemübungen, Berehrungen, Pausen erlernen, immer gucken für irgendwie auf einem Level zu bleiben, den sich okay spielt. Und dann, vielleicht brauchen da viel mehr lang, aber vielleicht kann ich dann aber mal sich darunter stellen, was den gerne ausprobieren Welt. Und dann gucken, okay, das ist mega cool, das fühlt sich mega gut an. Aber wenn ich meine Anxiety in der Kontrolle habe, dann ist das doch mega cool und das wird dann auch immer mehr einfach gehen. Oder, also meine Intuition hat gesagt, das kann spannend sein, aber mein Körper sagt aber, das ist nicht so spannend und es sind auch nicht so aktiviert, da kann ich klar denken, dann mein Kopf sagt doch, das ist nicht so spannend. Und da kann ich noch so, okay, nee, ich mache das nicht mehr weiter. Das klingt alles so cool, das an der Praxis gar nicht so einfach, weil das in Balanceakt ist und in etwas, was sowieso spannend ist, wenn dann aber irgendwie abgeregt ist und wo ihr wahrscheinlich auch nicht allein ist und dann auch noch muss gucken, was liegt gerade bei der anderen Person und so, also das ist auch voll okay, wenn das nicht immer klappt. Wir sprechen an Theorie ist dazu, auf jeden Fall mal engerweise für zu machen. Ja, und ich bin da mega rasch mit allem, was du gesagt hast. Und ich hatte auch oft Kamera war oft in den Situationen. Und gleichzeitig, auch wenn ich das so höre, erinnert mich dann noch an die Zeit, wo ich oft immens angeschüchtert war, von wie viel Arbeit Sex für mich kann sein. Einfach durch die Fälle, wie mein Körper, mein Kopf, Intuition und posttraumatische Stress durch den Epochen, also schon eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Und das hat mich lange Zeit immens traurig gemacht, von so, ich will verschiedene Sachen ausprobieren und gleichzeitig also so viel Arbeit für sicher zu sehen, dass ich sicher bin und dass ich kann nie so und dass ich auf mich lauschen und ich habe mich daran lange Zeit auch mega hoffnungslos gefühlt, für so um Gottes Willen. Das ist der Teil ist für mein ganzes Leben ausgesagt. Tja, sucks to be me. Und falls man nur LauscherInnen tun, die sich ähnlich fühlen, wollte ich just auch so, dass es auch kann besser gehen. Gerade mit traumaspezialisierter Behandlung, psychotherapeutischer Traumabehandlung, kann einen großen Unterschied machen, wenn in die Behandlungsform findet, die für ihn passt, und auch eine Person findet, mit deren das möchte, die für ihn passt. Und ja, so persönlich, ich denke, dass es für gut traumatisierte Menschen, falls es die gut, noch immer mehr einfach als für Sex zu haben, vielleicht wie das für mich ist. Mir ist das aber auch viel Männer ein Task gehen, von dem ich mich einen Tag lang muss erholen. Und ja, ich wollte dann einfach teilen von, hey, es kann auch mehr einfach gehen. Und das ist keine hoffnungslose Situation. Und die Sache sie behandelbar zu einem gewissen Grad. Und was ich auch nicht interessant von tun, Eli, was du angeschaut hast, ist, dass, wenn ihr seine Intuition nicht respektiert, welche große Schuhe das auch kann haben. Von, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ihr, ja, so allein körperlich so, wenn ihr denkt, oh, am Anfang sollte ich das nicht, und dann, als ihr so, hübsch, komm, lu aber doch, weil der Körper sich dann auch vielleicht kann verkrampfen. Und zum Beispiel bei penetrativem Sex ein Vagina immens verkrampft kann sein oder ein Anus immens verkrampft kann sein, und den dann kann dann mehr große Risiko für Peng zu haben. Auch wenn den verkrampft ist, dann lubrikiert sich ein Vagina Männer. Und das erhöht auch das Risiko für Peng, was dann auch ja ein schlechte Erfahrung ist, wo ich noch dann die nächste Kehr vielleicht mehr Angst hat für unter Peng, und dann verkrampft er sich mehr, und dann, ne, the cycle continues. Oder auch bei Menschen mit Penis, wenn er nervös ist, wenn er sich pusht, wenn er sich nicht wohlfühlt, ist dann Risiko auch mehr hoch, dass ja, sich auch andere ein bisschen zuzählen, und dass dann eine Erektion sich nicht so gut oder gar nicht entsteht oder aufrechterhält, was für viele Menschen mit Penis einen immens großen Leidensdruck kann sehen, an einen immensen Gesichtsverlust, weil man einfach mega in einer Gesellschaft leben, wo einfach nur muss, du hast einen Penis, ich muss einfach gucken, an den ist einsatzbereit, und dann machen wir das, weil alle Personen mit Penis will sowieso, die warten immer die ganze Zeit darauf, dass ich in den Ja seht, und da können sie loslegen. Und
wie dann auch hey, ne, eine schlechte Erfahrung und dann die nächste Kehr. Also nervös, vielleicht auch gerade bei der ganzen Penisgeschichte, ja, weil die andere Person vielleicht niemals gut reagiert wird, weil die auch an ihren Gesellschaftsbilder existiert und ja, weil das dann auch die nächste Kehr darum kann dazu feiern, oh nee, du sind nicht immer in der Situation, wo mein Penis muss hart sein und oh Gott, hoffentlich geht er noch wirklich hart und dann wump. Und besonders an Situationen, wo ich nervös ist, weil ich mal länger Person ist, die ihn wirklich gut findet, spannend findet und die irgendwie wichtig ist. Das fand ich auch richtig wie ironisch, wenn ich One-Night-Stands hört mit Personen, die irgendwie nicht bedeuten, also es wahrscheinlich viel mehr einfach eine Erektion zu kriegen und zu halten, wie bei einer Person, wo ich sich sehe, ui, an die Person kann ich mich verleben oder meine Intuition sieht man, dass eine Person kennt, mit der ich in einer Beziehung bin oder wo ich mal mehr mit der Person vorstellen kann und dass dann den Druck nicht mehr erhält. Und wenn der Druck mehr erhält ist, dann fließt Blut einfach mal gut und dann hat den mehr Schwierigkeiten, eine Erektion zu kriegen. Kleine Fun Fact, ich hatte das Thema eigentlich auch meiner Bachelor-These, meiner Recherche zu meiner Bachelor-These, meinen Interviews, weil ich schon meine Bachelor-Thesis über Penisse und Sexualität geschrieben. Und das war eigentlich ganz verschieden. Für manche Leute war es genau, was du gesagt hast, von, One-Night-Stands, sind ein Chaos, ob das gut geht oder nicht, who cares, wir sind es nicht mehr. An Langzeitbeziehungen waren mehr so, oder an Leute, wo actually ein richtig andere war, waren mehr so, oh, um Gottes Willen, ich muss die Person von mir impressionieren, für dass das weitergeht. Und bei anderen Personen war es echt so der One-Night-Stand, den viel mehr bedrohlich war von, oh Gott, neue Person. Und das muss so funktionieren, während dann Beziehungen, die mir lang waren, einfach auch so die Intuition so mehr von, okay, die Person werde ich so holen wie der Boss und ich fühle mich nicht sicher mit der Person und ob ich lo hart gehe oder nicht, ist nicht so wichtig. Und dann mehr so das Ding hatte von sich ein bisschen fallen lassen und so, okay, who cares? Und dann an der Regel klappt es dann noch besser. Der Tisch von ich Gefühl von Sicherheit du hast. Aber ich kann ein Gefühl von Sicherheit wie herstellen, dann ist der Körper auch mal aktiviert und kann mehr seine Intuition nur gehen und das ist wahrscheinlich auch viel mehr einfach dann sich selber zu regulieren oder die andere Person Matt zu regulieren. Was ich meine mit regulieren, als das eine Person, die ihr kennt, da sind am Gang rum zu machen. Ein Trauma speichert sich am Körper und die andere Person packt den irgendwo und wo sich irgendwie schlecht aufhält oder wo dann ein Trigger abkommt und ihn dann Angst kriegt oder Panik kriegt oder bald ein Trauma irgendwie abkommt. Also die Alarmanlage Alarm schlägt. Nicht, weil die andere Person unbedingt etwas Schlimmes vorhat, aber weil es schwer ist, zu wissen, ob es ein Blatt war oder ob gerade Abbrüche da sind. Und wenn die andere Person dann das merkt oder wenn er das aber irgendwie noch kommuniziert kriegt und dann mal eine Pause macht und sich an den Arm hält und ein bisschen atmet oder einfach kurz aus dem Raum geht, wenn er Zeit lang braucht oder komplett abhält und eine Serie guckt und dann mal die Ruf könnt, dann kann der Telefon da rauszukommen. Yes, absolut. Sowieso, ich sehe für viel mehr Pause beim Sex, weil persönlich, so gut wie eine Person so Check-ins mit mir hat, so im Eifer des Gefechts zu von, hey, bist du noch immer okay, ist noch alles gut, dann also es muss schon viel kommen, dass ich schnell versucht, yes, und ich wirklich den Check-in zu tun, aber Pause sind mega. Ich bin größter Fan von Pause beim Sex, mir sollte viel mehr Kuschelpausen alle guten Hunden, fischest du 2-3 Minuten von, okay, will man da weiterfahren? Yes, cool.
Ich wollte einke kurz aber es zurückkommen, was du für drin Eli gesagt hast, wo wir drüber geschwart haben, über Schwierigkeiten haben, für am Körper präsent zu sehen, und auch Schwierigkeiten haben, für auf Intuition zu lauschen, und dann vielleicht hat der den einfach dazu zu ignorieren, und dass doch keine Schulden richten. Du hast mir am Anfang direkt an den Kopf gekommen, dass am Anfang weiblich sozialisierte Personen echt decouragiert gehen von einer Präsenz am Körper. Zum Beispiel Leute, die menstruieren. Es gibt viel erwartet, dass sie trotzdem normal funktionieren können, obwohl sie vielleicht ganz schlimm Krampf haben, obwohl sie vielleicht Stimmungsschwankungen haben, die ihnen gar nicht gut tun. Ja, da gibt es natürlich auch noch der ganze Punkt von Beauty is Pain, mit High Heels, dass da aber den ganzen Abend da mal drum laufen kann, obwohl den Face da weh den, wo der am Anfang systematisch beibrücht geht, nicht drauf zu lauschen, wegen Signale der Körper da geht, und was die beste Reaktion wäre, für auf die Signale zu gehen. Und ich denke, dass es das definitiv auch am sexuellen Bereich äußern kann. Ich meine, an der Gesellschaft gibt ganz viel Input, den es sich mehr schwer macht, für Intuition zu spüren, ob das für weiblich gelesene Personen als die gefallen sollen, also sich fühlen sollen, an achtig sollen sein, an wo doch irgendwie auf jeden Fall freier muss. Ich meine auch immer noch viel Haut ihre Mission ist, dass es dem oder ihrem Mann gut geht, und dass der Mann auch sexuell ausgelöscht ist, weil sonst ging ja frei am Kohn. Also das ist nicht schon ein paar Mal hören. So, wenn du deinen Mann Frau hältst, an satisfied, da geht er nicht frei, also es geht er frei, das ist so richtig wieder ein Ding schuld. Und genauso bei Männern oder bei männlich gelesenen Personen, wo viel Performance-Druck du hast, für immer bereit zu sein, für immer Sex zu wollen, für immer Sex zu wollen, den wie an einem Actionfilm ist. Und also sind halt alles Sachen, wo dann gar nicht darum geht, ob sich zu lauschen und ob seine Intuition zu lauschen und sich mal zu fragen, okay, was will ich gerade, was brauche ich gerade, wo es darum geht, und wenn ich das nicht machen, dann mich an den Kopf könnt an so die schätzt wie du ganz viel aus eng Binary geschwart an weil ich das interessant finde an egen Erfahrungen suchst du dat aus eng genderqueer Person so wat reproduzieren hech auf wat hun ich die bis man dir hun so as ein racht ableger von dass ich weiblich opgezu gouf dass ich x will oder also dass ich durchaus will ausbrechen, dass ich mich zu viel um Männlichkeit orientieren und dass ich die Stereotypen hun oder also legitim und ja, ich fand doch immens schwer für mir selber für meine Intuition auch davon zu separieren, wird eine Gesellschaft mal auf verschiedene Momente in meinem Leben ob erlebt oder was individuell Leute mal geben, was individuell Personen, mit denen ich sage, man vielleicht operlehren aus ihren eigenen Erfahrungen und wie sie mich durchaus gesehen. Also wenn eine Person mich als mehr männlich empfindet, dass sie an Erwartungen mich setzt oder an Hoffnungen um mich setzt, wie sie mich als mehr weiblich empfindet. Und das fand ich ganz massiv mit meiner Intuition, weil er doch nicht irgendwie so ein Clear-Cut-Dinge gibt von okay, es sind immens feminin, ich gehe immer weiblich durchgeholt und das sind die Sachen, mit denen ich konfrontiert gehe, mit das dann für so kontextual immens anders kann sehen. Aber weil ich mich auch selber immens viel invalidieren aus Angst, dass meine Intuition oder was auch immer zu viel beeinflusst ist von all den Sachen. Ja, das kann ich auch. Die froh von wie viel aus der Gesellschaft ja übergriffig geht und wie viel sind ich jetzt selber. Und schmengen, weil ich haut mat ich viel geleiert tun als das Intuition bis auswert muss kultiviert gehen an wo muss geleiert gehen darum richtig ich zu holen an das Gesellschaft in der man leben dat aber definitiv nicht so einfach mcht weil der schaut mal dir geleiert hun as dat auch okay ist wann den net direkt Achse ob se Intuition hört oder net direkt wies as mein Bauchgefühl lo meng Intuition oder also Teil von meiner Angst oder von meinem Traumaerlebnis mit etwa den ob sich lauscht hat und probiert sich selber ich zu holen
an immer probiert ich wie an den Körper zu kommen, an nicht just mal im Kopf zu denken, mehr irgendwie dem Körper auch mal nur zu lauschen, dass den dann los seine Intuition kann aufbauen an sich dummer dann ein Kanal entdecken kann. Meine, was ich gelernt habe, als die Notion von Konsent mit mir selber, für mir selber ein mehr klar zu machen, dass ich dieselbe Standarde soll mich selber applizieren, wie ich auf andere Leute applizieren, wenn ich könnt, für Konsens zu erfragen. Naja, dazu am Anfang denke ich Schluss wieder für das Episode. Ich hoffe, dass es ihr zwei, Alla und Eli, gut gangers für heute drüber zu schwatzen und merci für ihr Beitrag und uns nur lauscht auch Ihnen schaffen, dass da Sachen heute mal raus könnt holen. Mir bleibt nur just noch übrig, für euch daran zu erinnern, dass nur noch eine wunderschöne Rubrik vom Kali könnt und euch ein gutes Wort zu wünschen und wir hören uns in 2 Wochen. Adi. Adi. Ciao, ciao. Ein gut froh. Gut gefroht. Ass Sex wichtig. Hängt davon auf, wen ihr fried. Für verschiedene Leute ist Sex überhaupt nicht wichtig. Zum Beispiel, wenn ihr asexuell ist. Ressourcen zur Asexualität findest du zum Beispiel an der Shownotes in dieser Rubrik. Für andere Leute ist Sex bisschen wichtig. Heinz du wichtig, meistens wichtig, manchmal ganz wichtig, dann nicht. Die Wichtigkeit für Sex verändert sich je nur Beziehung, Kontext und Lebensphase. Für allem all langfristigen sexuelle romantische Beziehungen verändert sich Sex am Laufe von der Zeit immer herum. Und oft sind andere Sachen mehr wichtig wie Sex. Für all langfristige Beziehungen eng erfüllend gemeinsam Sexualität zu leben, geht es nicht darum, wie oft ihr Sex hat oder wie oft oder wie viel Lust ihr drauf hat. Und auch nicht, wie oder wo der Sex genau ist oder wie viel Orgasmen dabei passieren. Mehr geht darum, wie viel Plaisir ihr dabei hat. Wie zufrieden ihr mit dem Sex ist, den ihr hat, egal wie den ist. Und es geht darum, herauszufinden, für was ist Sex für uns an unserer Beziehung wichtig. Für was wollen wir und wie können wir zusammen einen Kontext schaffen, an dem Plaisir für uns leicht zugänglich ist. Wie fühlt sich Plaisir für uns an? Wie fühlt sich Sex für uns gut an? Für was entscheiden wir uns für sexuelle Plaisir, wenn wir auch könnten so viel andere Sachen machen? Für was haben wir Sex? Damelin Nagoski hat ganz viele verschiedene Leute gefragt, what is it that you want when you want sex with a partner? Also, was willst du, wenn du Sex mit deiner Beziehungsperson willst? Die Antworten waren ganz unterschiedlich. Mir tun sich 4 Großgründe herauskristallisiert, für was Leute Sex an ihre Beziehungen wichtig ist. Die sogenannte Big Four, Motivationen und Bedürfnisse für Sex zu haben, sind: erstens Verbindung, zweitens gemeinsame Plaisir, drittens sich gewollt spüren und viertens sich frei fühlen. Mehr in dem anderen. Erstens Verbindung. Auf Englisch Connection. Was Leute dem Amelie am meisten geantwortet haben, ist, sie wollen Verbindung zu ihrer Beziehungsperson spüren. Emotional, physisch und darüber heraus. Verbindung kann also ganz unterschiedliches heißen und du kannst dich fragen, wie fühlt sich Verbindung für mich an? Wo spüren ich sie an meinem Geist, Körper und Wesen? Was für Handlungen und Wörter erheben mein Gefühl von Verbindung? Zweitens gemeinsame Plaisir. Auf Englisch Shared Pleasure. Plaisir, genauso wie Orgasmen, können wir allein haben. Beim Sex mit PartnerInnen geht es echt darum, den Plaisir von der anderen Person zu erleben, zu spüren, wie den eigenen Plaisir bei der anderen Person ankommt, und Plaisir zu teilen. Drittens sich gewollt spüren. Auf Englisch Feeling Wanted. Auch das kann unterschiedliches für unterschiedliche Leute heißen. Zum Beispiel sich begehrenswert fühlen. Oder merken, dass die andere Person es sexy findet und sich so sexy fühlen. Ganz oft geht es auch darum, dass wir uns Validierung wünschen. Weil wir all Deler an uns haben, die sich verletzt, nicht liebenswert an oder nicht begehrenswert fühlen.
Sich gewollt zu spüren beruhigt und hilft diesen Undeler von Eis. 4. Freiheit. Auf Englisch Freedom. Freiheit ist Gefühl und nichts anderes zu denken wie den aktuellen Moment, an dem Sex hat. Ganz anzutauchen an eine Erfahrung an ihre Pläsier, dem Alltag kurz zu entkommen, kurz nicht und all die anderen Sachen zu denken. Nicht Gefühl zu haben, etwas müssen zu machen oder aufgelenkt zu sein. Mehr sich zu entspannen, nicht alles am Griff müssen zu haben, aufzuschalten. Wo Leute Sex wollen sie die Freiheit, kurz nichts anderes zu wollen. Wenn du merkst, die Gründe sind für mich wichtig, aber ich kann mir momentan einfach nicht vorstellen, Sex zu haben, weil ich damit viele schlechte Erfahrungen verbunden oder gerade einfach nicht die Energie habe, dann ist das eine wichtige Erkenntnis. Probier, dich mit nicht sexuellem Pläsier zu verbinden. Spür zum Beispiel Sonnenstrahlen im Gesicht, genießet etwas Leckeres zu essen, lauscht nur, wie deine beste Freundin lacht. Außerdem können die 4 Gründe an die Bedürfnisse, die hinten stehen, auch oft durch nicht sexuelle Aktivitäten erfüllt gehen. Zum Beispiel kann ihr ein Spielabend machen, wo ihr kurz und nichts anderes denkt und zusammen etwas Flottes erlebt, oder es kann ihr eine Vakanz planen oder etwas Abenteuerliches erleben, wo ihr sich mit Nähe verbunden spielt. Und auch körperliche Pläsier, an sich gewollt spielen, kann ihr erleben, ohne dass es eine sexuelle Komponente hat. Ich denke heute zum Beispiel an Massagen oder plakisch Kuscheln. Heierst du als kein Sex zu haben die beste Decision, weil Ziel ist es, einen Kontext zu schaffen, an dem möglichst Mann Druck, Erwartungen oder Verpflichtungen dabei sind. Außerdem kannst du dich fragen, was ist es, was ich nicht will, wenn ich kein Sex will. Wenn du merkst, ja, ich will mehr zufrieden sein mit dem Sex, den ich habe, dann kannst du dir folgende Fragen gucken. Erstens, was genau will ich, wenn ich Sex will? Zweitens, was fand ich flott, wenn ich Sex flott fand? Drittens, was turnt mich an? Viertens, was turnt mich auf? Und 5. auf welchem Kontext gibt es möglichst wenig Sachen, die mich aufturnen oder auflenken? Wenn du willst besser verstehen, wie Erregung funktioniert, also was dich unturnt und aufturnt, und wie Kontext für dich gut funktioniert, dann empfehle ich dir, an die Rubriken zu Come As You Are heranzulauschtern. Das ist das erste Buch von Amelie Nagoski, das ich Kapitel für Kapitel zusammengefasst habe. Du kannst direkt bei der Rubrik zum Kapitel 2 weiterlauschtern. An der Rubrik zum Dual Control System erkläre ich mehr genau, wie als Erregung mit Accelerateuren, also Turn-ons, Bremsen, also Turn-offs, funktioniert. Wenn ein unzufrieden ist mit dem Sex, den er hat, ist es oft nicht nur so, dass es Gas fehlt, mehr für allem, dass er ins Busch auf der Bremse steht. Zu dem Thema gehen es auch noch begleitend ein paar Worksheets von Amelie, also so kleine Questionnaire an Arbeitsblätter, die du kannst für dich ausfüllen. Ich verlinke das genauso wie die Rubrik an den Shownotes in dieser Rubrik. Viel Pläsier, ein bis geschwind. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreibe ich auf sax@ara.lu. Er Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner a Jugend, und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, der Jugendsendungen Radio ARA. Das Ministère für Education, Kanner a Jugend an Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.